Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Gut, dann gehen wir dann mal hier in der Rebelle-Basis rein. Eventuell hockt hier ein Luke Skywalker, der auf uns wartet. Aber nee, wir kommen erstmal schön in der Abwasserkanal. Mal ein bisschen räuspern müssen. Meine Güte. Das ist ja mal tolle Rebelle-Basis, wie ich finde. So ist man doch gern. Aber anscheinend muss man sich hier erst durchkämpfen, bevor man zur Rebelle-Basis kommt. Was an sich auch nicht gerade so das Dümmste ist, muss ich sagen. Weil Imperium schreckt das ja schon ein bisschen ab, wenn die erst einmal durchs Abwasser kämpfen müssen. Uppala. Ja, das ist einfach nur der lange Weg, um zu der Treppe zu kommen. Mit Blobs lecke ich mich jetzt erstmal in die A. Gegen diese eklige Viecher mag ich nicht kämpfen müssen. Ja, seltsamerweise hat hier der Abwasser mehrere Treppezugänge, die auch teilweise ins Nichts führen und einfach nur als Plattformer gedacht sind. Schon interessant hier. Aber glücklicherweise sind die Blobs auch ziemlich schwerfällig und begreifen nur spät, wann sie hier wieder runter müssen. So wie unser Kobold, den die auch etwas doof ist. Ja, komm. Hör auf mit dem Schleim zu spielen. Weiter geht's. Weiter geht's. Lass den Schleim in Ruhe. Ich sag's euch. Okay. Der ist schon munter gerade bei sich zu teilen. Ich probiere ihn einfach mal so in die Zange zu nehmen. Ja, scheiße. Er hat sich natürlich nochmal teilen können. Okay, das Mädel schwirrt jetzt einfach nur irre durch die Gegend mit ihrer Klaue. Moment. Aber Klaue bedeutet ja eigentlich auch nur, dass er generell so Kampfkünste kann. Da müssen wir da entlang. Ach, die Wasserspeier, die hier das Zeichen runterschütten, die das Abwasser runterschütten, rechts im Bildschirm zu sehen. Sieht entweder aus wie ein hässlicher Rattekopf oder wie ein gewollt und nicht gekonnt Drachekopf. Aber schön und ein schönes Detail, wie ich finde. Dass man einfach auch darstellen mag, dass die Abwasserkanäle hier auch schon ein bisschen monumentaler gebaut sind. Mann, dann gehen wir doch auch noch, du Kuh. Mann. Marschpiranha ist erledigt. Also wirklich, die KI, die kannst total in die Tonne treten hier. Es wird erheblich mehr Dynamik ins Spiel bringen, wenn man das als Let's Play Together macht, merke ich so. Also gerade beim Spielen wieder, ohne Witz, das ist auch schon länger her, dass ich Secret of Mana gespielt habe. Das war bestimmt auf dem Super Nintendo das letzte Mal, wo ich das gespielt habe. Und das ist schon ein paar Jährchen her. Aber ich muss echt sagen, ich habe das auch noch so im Kopf, dass das schon etwas schwieriger ist. Und dass das schon etwas schwieriger war, das Ganze. Aber nichtsdestotrotz, die KI ist echt dämlich. Und es wird, glaube ich, als Let's Play Together wesentlich mehr Spaß machen. Weil dann hat man wenigstens Leute, die mitdenken. Und nicht so hirnlose Kompagnons, die einfach nur in der Prärie rumdümpeln und sich an jeder Treppe aufhängen und nicht hochkommen. Das ist echt scheiße. Komm, gib. Auf die Fresse und dann war's das. Komm schon, das ist nur noch einer. Der kann sich nicht mit Dela. Hopp. Sehr schön, jeder Angriff von mir kommt durch. Und ihren kommt auch noch durch. Sehr gut. Heieiei. Man O'Meederson. Gerade nochmal bei der Kobold den Gucker. Gerade nochmal beim Verhalten nochmal Gucker. Ja, es ist auf 4. Stufe. Sehr gut. Okay. Hätte es sein können, dass das jetzt schon eine Waffe auf Level 5 war oder so, aber offensichtlich nicht. Gretel erreicht für Level 29 und der Ackermanns Heinz genauso. Okay. Also da muss ich sagen, da war die KI bei Secret of Evermore doch ein bisschen besser. Die war zwar auch nicht gerade so die allerhellste, aber so dumm wie die hier war sie eigentlich nicht. Muss ich jetzt mal wirklich auch lobend erwähnen an der Stelle. Auf der anderen Seite, Secret of Evermore ist auch 3 Jährchen später. Von daher hätten die eigentlich genug Zeit gehabt, um die KI erheblich zu verbessern. So.
Aber ich glaube, das war früher generell so ein Problem oder so ein großer Problemfall, dass man die KI einfach nicht intelligent kriegt hat. Die hat sich immer wieder mal irgendwo aufgehängt und hat irgendwo auch immer seine Grenze gehabt, weswegen die KI in den 90er Jahren Super Nintendo Spiele nie so wirklich die cleverste war. Helga. Helga, du blädi Sub. Hoffe, ich will doch einfach nur hier weitergehen und nicht gegen diese Blobs kämpfen. Gewitter erleid. So, die kann jetzt mal den Weg auf den Treppeabsatz hängen. Und jetzt sind wir da, wo wir hier wollten. Die Sarah. Wer seid denn ihr, Spione vom Imperium? Sehen wir so aus, oder was? Man weiß ja nie. Herzlich willkommen im Rebellenhauptquartier. Ich bin der Ackermanns Heinste. Der Mannerheld, wächst. Wer willst du damit beeindrucken? Ja, die sieht ein bisschen wilder und irgendwie einladender und freundlicher aus als du Zicke. Eifersüchtig, hm? Quatsch, ich lieb doch Hagen. Hagen? Etwa den Hagen? Warum? Ein gewisser Hagen hat die Leute bei der Ruine hypnotisiert. Wie in Pandoria, aber Hagen ist doch... Vielleicht ist es ja ein anderer Hagen, das sollten wir mal nachprüfen. Ja, jetzt rennen sie einfach mal wieder fort, die ganze Leid. Vertraute Sarah. Ja, mach ich doch. Viel Glück. Und du, alter Mann. Ganze Ärger hat vor 15 Jahren angefangen, wächst. Da hat mein Hüfter noch funktioniert. Und jeder hat sich gelbe Zwiebeln an der Hosebund gesteckt. Weiße gab's nicht, weil Krieg war. Okay, dann zum Mann. Sarahs Vater hat die Organisation ins Leben gerufen. Als er verhaftet war, ist, hat die Sarah die Führung von der Rebelle übernommen. Die ist erst 18, aber tolle Frau. Ja, wenn man das mit 18 managt, warum auch nicht? Die Sarah hat so schnell erwachsen werden müssen. Ja, schon klar, wenn man in sowas reingeboren wird, da hat man nicht so wirklich Zeit für Kindheit. Der Imperator hat sehr gefährliche Leibwächter. Assis, Markus, Trax und Tantalus. Nehmt euch mal die Nacht vor deine Buwe. Ja, 2 von den 4 haben wir schon kennengelernt. Assis und Trax gibt's da noch. Ich frage mich, was die Leute bei der Ruine schaffen. Vielleicht machen sie ja Waschzup. Was mit dir? Die Truppe für den Imperator suchen uns. Das Leben ist grausam. Alter Falter, sucht euch mal eine andere Truppe zum Deprimieren. Wir hängen Krieg. Ach du Scheiße. So viel zu Mädler werden nicht erwachsen und so. Das Hauptquartier von der Rebelle wird gut bewacht. Ja, und die führen anscheinend so einen Scheinlader, oder was? Also ich krieg hier wohl auch nichts zu kaufen. Was ist hier? Manchmal hört man die Sarah nachts kreine. Das klingt aber nicht so gut. Ja, jetzt sind wir anscheinend in in Südstadt gelandet. Zum Imperium kehrt die Stadt Südstadt und die Goldinsel. Toll. 3 Städte, die zum Imperium gehören. Also das ist jetzt nicht so ein großes Imperium wie gedacht. Wie kann ich helfen? Gucken wir doch mal. Kristallring, ui, der ist sogar noch ein bisschen teurer. Da gibt wieder Donnerkeitel, hätte ich das gewusst. Hätte ich den anderen Schampel erst gar nicht gekauft. Was gibt's denn hier noch? Tiger-Bikini, natürlich, den holen wir doch auch sofort. Und den Tigermantel holen wir für die anderen 2. Und was gibt's denn hier noch? Eine Tigerkappe. Sehr schön. Aber naja, Inventargeilheit und so. Man holt sich halt alles, weil es das gibt. So, fortziehen meine schöne Kröte, die ich gespart habe. Eieiei. Okay, dann rüsten wir uns erstmal nochmal richtig aus. Von 21 auf 32, das ist ein Wort. Von 13 auf 16, das ist auch ein Wort. Ja, der Ackermanns Heinz kann den Bikini nicht erziehen, aber von 43 auf 52, das ist doch auch ein Wort. Okay. Weiter geht's bei dir. Von 26 auf 32. Von 13 auf 16. Und von 43 auf 64. Und das nur mit dem Bikini. Ich will nicht wissen, aus was am Stoff der gemacht ist. Dann du auch noch. 26 auf 32. Von 13 auf 16. Und von 43 auf 52. Also der Bikini, der scheint ja wohl irgendwie ziemlich hart fertig zu sein. Dann verkaufen wir noch den anderen Schampel.
500. 1500. Insgesamt haben wir die Armbänder verkauft. So ist 3000 pro Stück. Auch nicht verkehrt, jetzt wird das richtig teuer. Also das können wir nochmal von 9000, 9000 verkaufen. Und dann kruscht für 366. 466. Und noch einmal. Gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle auf dem Arsch. Dann können wir auch weitergehen. Da kommt nichts mehr. Aber man merkt schon, dass die Stadt ein bisschen reicher ist. Und ein bisschen größer. Und, was ist mit dir? Hilfe, Mami! Ach du Scheiße. Also das scheint wohl nicht so gut auf Fremde zu reagieren, das Kind. Ja, das hat sie schon gesagt. Ach ja. Also jetzt sind wir derzeit in Nordstadt. Wir haben lange Zeit Krieg mit Hasnika geführt. Oh, das klingt aber auch nicht so toll. Okay, in dem Haus gibt's der, was neu führt. Ach, von Overnet. In das Heißel können wir auch nicht rein. Oder? Nö. Oder? Das sind zwar Treppe, aber wir kommen nicht rein. Da ist ein Kaffee. Ah ja, okay, das ist die Rebelle-Basis. Okay. Gut. Dann war da noch so ein alter Mann. Jetzt ist es sogar meine Frau so seltsam. Oh, das klingt aber nicht so gut. Und was sagst du da? Willkommen in Nordstadt, der Hauptstadt vom Imperium. Okay, warum auch nicht? Ja, das sieht schon nicht schlecht aus hier. Auf jeden Fall die größte Stadt bisher. Das Gutsel habe ich von der Heidi, die ist irgendwo bei der Ruine. Aha, die Heidi kennen wir auch noch aus Pandoria. Und am Korallenriff im Süden ist etwas. Vielleicht das Dingelchen, was wir brauchen, um Eloasis zu retten? Man weiß es noch nicht. Na hopp, wie sieht's dann hier aus? Ich nehme nur Privatpatienten. Säckel. Krankenkasse gibt's hier vielleicht auch noch nicht. Ich kann's doch nicht sagen. Im Imperium eventuell. Ah ja, die hat es mit dem Gutsel gesagt, was er von der Heidi gekriegt hat. Die ist bei der Ruine. Und was sagst du? Wenn wir die Rebellen in die Finger kriegen. Oh, und die ist schon ein Zombie. Das wird wohl die Frau sein, die sich so komisch benimmt. Was ist dann da? Geh nur weiter, wenn ihr ins Schloss wollt. Oh, ich weiß nicht, ob wir zum Imperator direkt gehen sollten. Ich meine, die feine Herrschaften, die sind ja schon eher auf uns aufmerksam geworden als die normale Bürger. Jetzt nicht! Okay. Die Mama hat nie Zeit für uns. Ah, das klingt aber nicht so gut. Was sagst du? Die Pläne für den Imperator machen mir Angst. Der ist größewahnsinnig, sag ich. Klingt jetzt auch nicht gerade so besonders toll. Meine Schwester hat sich die Haare grün gefärbt. Wirklich zu albern. Was sagst du grünhoher Schwester? Meine Schwester hat sich die Haare blau gefärbt. Wie lächerlich. Okay, die scheinen ja sehr viel voneinander zu halten hier. Aber das sind ja schon richtige Gutshöfe, die Leute hier haben, so im Vergleich zu anderen Leuten. Und andere Städte. Na egal, wir gehen mal zum Schloss. Oh. Ups. Das sieht nicht so gut aus. Aber ich glaube, du kommst auch erst gar nicht durch. Also Schloss ist uns derzeit verwehrt. Und das ist so ein Dämonenritter, heißen die, glaube ich. Einen Moment, und ich check das mal gerade, aber ich glaube, die heißen Dämonenritter. Ah, Drachenritter. Okay. Gut. Das sind auf jeden Fall die Truppe vom Imperium. Für Helga Level 29 hat es noch gelangt. Aber mit denen sollten wir uns nicht anlegen. Wie gesagt, die feine Herrschaft im Imperium, die kennen uns schon als der Mana-Held. Und die wollen uns nicht unbedingt do gewähren lassen, würde ich sagen. Von daher gehen wir mal lieber zu der Ruine. Das könnte mal früher die alte Burg gewesen sein. Und du siehst interessanterweise genauso aus wie in Pandoria. Und ach, die Musik ist wieder dieselbe. Oh, die kennen wir doch. Heidi, wach auf, du bist doch okay, Heidi, oder? Verschwinden! Hagen und ich sind sehr glücklich hier. Lassen uns in Ruhe. Du lügst!
hättest du wohl gern. Au. Oh. Oh, Heidi. Heidi. Ist sie jetzt selber arg geekelt von ihrer Tat, oder was? Ah, komm, wir bringen sie erstmal zu der Sarah. Komm schon, Grete. Oh, da kommt sie noch. Ackermanns Heinz, was ist denn los? Ah, schnell, Sarah, du musst doch helfen. Okay, ich bringe sie zu unserem Arzt. Beeil dich. Ja, keine Panik. Helfen ihr mal lieber am Haken. Okay, da nickt sie. Jetzt haben wir die Heidi anscheinend wieder zu Bewusstsein geprügelt. Also wenn das so leicht ist, die Zombies wieder zu normalen Leuten zu machen, dann mag ich jetzt auf jeden Fall nochmal bei der Heidi reingucken. Und beim Arzt mal reingucken, um einfach mal zu checken, wie das aussieht. So, wo war dann der Arzt? Ich glaube, der war hier irgendwo in dem Bereich. Kann das sein? Ja, das war der Arzt. Jo. Heidi, ich hab's untersucht, konnte aber nichts feststellen, außer dass er sehr schweigsam ist. Ja, die ist immer noch so leicht gezombt und darf anscheinend noch nicht aus dem Haus gehen. Ach ja, Heidi. I. Eieieiei. Oh, das war einfach ein langgezogenes I. Heidi. Naja, ich mag es jetzt erstmal nicht beurteilen. Ich habe jetzt beide Optionen gegeben, nimmt, was ihr für am besten halten. Oh, der gebärt Omenglotzer. Laser Inferno Level 3. Und Kraftwasser macht er auch noch, aber glücklicherweise nur auf die dappische Viecher, die sie eh nicht tangiert. Und ja, es zieht nur Ends ab, das ist gut. Dann uns zapple zu wollen, ihr Omenglotzer. Närrisches Vieh. Okay, die Quedel hat den mal ordentlich verschlagen. Jetzt liegt's an uns. Helga. Na, okay, das war etwas erbärmlich, Helga. Und der ist auch geplatzt. Sehr schön. Da ist noch nix. Aha, dafür geht's da die Treppe hoch. Und da geht's die Treppe hoch. Und da kommt schon so ein Zombie-Michael Jackson-Style angerannt. Aber der sieht ein bisschen anders aus als die in Pandoria. Der ist etwas grünlicher. Und was gibt's denn hier oben noch Schönes? Nein! Noch mehr von deinen Viecher. Noch mehr so Omenglotzer-Gebärer. Omenglotzer ist erledigt. Okay. Nicht schlecht. Also die kriegen wir hier offenbar locker geknackt hier. Dann sollten wir uns mal die kleinen Nebenräume hier anschauen. Oh, du hast ein Deivelchen mit dem Scheifelchen. Naja, egal. Gehen wir erstmal da durch. Ups. Ich mag einfach nur checken, ob das so im Hauptbereich weitergeht. Oh, nee, die schon wieder. Es war irgendwie abzusehen, dass die Tomatenmänner wieder kommen. Aber er sollte hier von der weggehen, der Tomatenmann. Heinz ist konfus, auch noch. So, ich gehe jetzt aber erstmal weitergehe hier in der... Aha. Da kommen wir nämlich zu sowas, wenn wir aber die Nebenräume betreten. Und da ist noch ein Lanzenorb. Sehr schön. Das ist nämlich schon mal ziemlich gut, weil die Lanze durchaus unsere stärkste Waffe ist. Wir haben es ja auch schon gesehen, wenn man von der Waffe her hinten dran ist, dann... Ah, okay, der gebärt nur Fleischfetzer. Okay. Wenn man mit der Waffe Level hinten dran ist, beziehungsweise mit der Orbs hinten dran ist, dann kann man so eine Kiste auch zweimal öffnen. Was ich ziemlich praktisch finde, um ehrlich zu sein. So, das Deivelchen mit dem Scheifelchen machen wir jetzt aber auch noch platt, wenn wir schon da sind. Racheengel hießen die, glaube ich. Fledermaus. Die sind sogar richtig auf pelzig. Heinzens Waffenlevel gestiegen. Axt erreicht Level 4. Ja, wie gesagt, das am Anfang, das waren die Floddermaus und jetzt ist die Fledermaus. Also richtig schön pelzig.
Und was macht Level 4 bei der Axt? Hui. Nicht schlecht. Fledermaus ist erledigt. Dann rennen wir jetzt nochmal da rüber. Und glotzen nochmal da rein. Bevor wir ohne durch die Großdeer gehen. Aber ich glaube, wie gesagt, die fliegende Viecher, die Deivelche, die heißen, glaube ich, Racheengel. Heinz ist gezappelt. Dann sollte ich ein Heilkräuter nehmen. Oh. Aber ich kriege ja noch so Gas drauf auf die Schnauze. Und der heilt hier die Kompagnons. Yes, und der dappische Engel schmeißt die ganze Zeit sein Mischgabel auf mich. Schmeißt der Bauche hier die ganze Zeit die Mischgabel ins Kreuz. Racheengel ist erledigt, ja. Okay, die hatte ich noch richtig im Kopf, dass die so genannt werden. Na egal, jetzt lassen wir mal... Wenn wir dann jetzt nämlich treffen... Okay, gut. Ansonsten hätte ich gesagt, wenn wir dann nämlich treffen, lassen wir mal der Racheengel sei. Und der macht ja seinen Moonwalk wieder, der Zombie. Und da sind wieder die Glotzerinos. Oh Mann. Scheiße. Okay, komm. Weiter, bevor noch mehr gezappelt werden. Ihr Knetköpf, weiter geht's, habe ich gesagt. Weiter, habe ich gesagt. Hier ist das allein. Ist das so schwierig? Okay, ein Lanzenorb. Und was ist hier drin? Ein Bogenorb. Sehr schön. Also das wären auf jeden Fall schon mal 2 Orbs gewesen, die man sonst noch verpasst hätten hier. Und ich mag nicht auf den nächsten Lanze-Orb noch warten, damit ich den jetzt noch holen kann, den ich eigentlich hätte normal Eis sammeln können. Von daher, das ist schon mal nicht schlecht. Gut, der Hauptverursacher ist kaputt. Jetzt kommt dann noch der Omen-Glotzer. Ja, und der ist jetzt auch hinüber. Dann gehe ich nochmal in den Hauptraum zurück. Und da würde ich dann einfach halt meinen Cut wieder setzen. So, raus hier. Und wir sind wieder im Hauptraum. Okay, dann machen wir jetzt mal die hier platt. Und dann haben wir hier Shenny-Basis, würde ich sagen, um hier einen Cut zu setzen an der Stelle. Gut, wunderbar. Und wir sehen uns dann morgen, wie gesagt, wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.